Die Herausforderungen für den Einzelhandel, gerade in der Krise, sind vor allen Dingen innovativ zu sein und neue Wege zu beschreiten. Und es hat sich im Einzelhandel auch herumgesprochen, dass das Internet ein wichtiger Informationskanal zum Endkunden ist. Unabhängig davon, ob man einen Online-Shop betreibt, die Kommunikation zum Endkunden übers Internet ist angekommen im Einzelhandel. Also aktuelle Studien belegen, dass der Endkunde multi-channel tätig ist, also sowohl im Internet als auch über den Katalog, als auch im stationären Handel seine Umsätze tätigt. Und vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass der Einzelhändler, auch wenn er vielleicht nicht in der Lage ist, einen Online-Shop zu betreiben, zum Beispiel Online-Werbung wenigstens betreibt, online sich mit dem Kunden beschäftigt und sich genau auf diese Bedürfnisse des Kunden einstellt, mit unterschiedlichen Medien den Endkunden erreichen und ihn bewerben in klassischer Form. Und die Gewinner werden aus meiner Sicht die Händler sein, die in der Lage sind, diese Multichannel zu bedienen. Für die Zukunft wird von uns erwartet, dass wir noch mehr Möglichkeiten bieten, Einkaufslagen so zu präsentieren, dass ein potenzieller Kunde schon von zu Hause aus, vom Wohnzimmer, vom Schreibtisch aus diese Einkaufslage erleben kann und einen Überblick bekommt, welches Angebot in der Stadt zu erwarten ist, weil auch das Einkaufen zukünftig ein starkes Stück Lebensqualität sein wird, wobei Einkaufen nicht immer nur Geld umsetzen, sondern auch Shoppen, Schaufensterbummel sein kann. Wir bauen diese Systeme gerade aus und eröffnen in immer mehr Städten diese Einkaufsportale und schließen dazu Partnerschaften mit Händlern vor Ort.